Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Und in der letzten Episode haben wir hier den Käfig-Arena-Kampf hinter uns gebracht. Und es geht weiter im Tempel. Nicht im Tempel, Quatsch. In der Festung natürlich. Von der Conquistadores. Die von der komischen Bande hier in Beschlag genommen worden ist. Können wir den Rapier mitnehmen? Das wäre ja geil hier, wenn wir den alte Glockedeke hier mitnehmen könnten. Die sind nicht Spanisch, die sind Englisch. Motto? Wow. Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake, Da 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 da. du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Das ist die Frucht. Oh, ist der. Das habe ich vorgehabt. Handlanger Niedermacher. Ja, wieder so ein Speckmann. Der Speckmann wohnt in einem Speckhaus. Vergiss das nie. Halt die Gosch. Ach, Speckmänner sterben durch Kopfschüsse. So. So wird das gemacht. AK-Munition können wir auch noch einsacken. Und der hat nur Moss natürlich wieder. Die Speckis sind immer nur Moss. Können aber genauso durch einen Kopfschuss erledigt werden wie die andere Handlanger. Ach. Okay, na, ich bleib bei der AK erstmal. Die wird schon schnell genug wieder leer sein. Ich finde es auch ganz gut, wenn man da so abwechselnd agieren kann. Wenn man nicht nur, oh geil, wenn man nicht nur mit Schrotflinte kämpft und nicht nur mit Maschinengewehr. Finde ich angenehm. Sehr, sehr geil gemacht. Vor allem hier dort drüber nochmal. Oh, ich mache ich fertig. Ach ja, hätte ja sein können, dass ich einen Zufallstreffer lande. Wahrscheinlich genau ins Fenster, wo die Elena sitzt. Das muss Drakes Turm sein. Da da. Das müssen Drakes Handlanger sein. Noch original aus der Kolonialzeit. Denn die waren damals schon so gekleidet, mit ihren Bandanas. Da heute wieder eine neue Episode ist, kann ich wieder anfangen mit Bandana Man der Erste, Bandana Man der Zweite und so weiter und so fort. Ach, ist das schön. Ihr könnt ja mal irgendwie zählen, was ich da, wie viel Leute ich hier abmurks. Das würde mich auch mal interessieren. Wie viele Handlanger ich im Endeffekt auf dem Gewissen habe. Ach, ich mag das Wort einfach Handlanger. Ja genau, das war der andere Knabe, den wir von dort drüber mit der Flak erledigt haben. Dann geht es jetzt so noch weiter Richtung großer Turm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dort auf uns wart. Außer noch mehr anonyme Gegner. Mit der Kletterpassage, um das Ganze zu entspannen, oder? Nee, du machst dann nichts. Wenn ich das jetzt wieder mache, dann fällt er bestimmt wieder auf die Schnauze und stirbt. Ganz furchtbar. Da ist auch nichts an Struktur, wo ich mich festhalten könnte. Da drüber. Ne, da kommt er unmöglich drüber. Das schafft er einfach nicht. Da kommt er aber hier. Und da kommt er. Hier. Na also. Geh doch. Geh doch. So, machen wir wieder ein paar Affe-Moves. Und dann müsste das funktionieren. So, na also. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt hier nur Klettern und Schießen. Klettern, Schießen und flotte Sprüche. Das ist so irgendwie das das Abwechslungsprinzip. Ja, Da können wir, ich hasse das, wenn ich die Kamera nämlich schwenken kann. Ja, wo jetzt? In dem Hof waren wir doch schon, wenn ich mich doch richtig erinnere. Jetzt sind wir nur wieder eine Stufe auf drüber. Nicht so. Blöb. Ach, so ein elender Mist. Na gut, da muss ich rüber. Ach du Scheiße, ich habe den Typ, glaube ich, sehr häufig auf dem Gewissen. Das tut mir ja eigentlich auch wirklich leid.
Wenn ich will hier sowas nicht verschulden. Nee, da kann er nicht entlang. Okay, aber da kann er entlang. Sehr gut. Ja, das dauert bei mir immer Weilchen, bis ich mal sehe, wo ich lang kann und was für mich das sichere Tod bedeutet. Na gut, dann nochmal hier. Hopp und hopp. Mach den Affen-Move. Go the hustle. Dann müssen wir hier rum und dann hier. Und hier hoch. So. Ich weiß, du werden wahrscheinlich ein paar Leute hier einen Facepalm machen, wenn ich hier die ganze Zeit bei der Kletterversuche verreck. Aber ich sehe es halt auf Anhieb als nicht, wo ich entlang muss. Do the hustle. Hoch mit dir. So, wunderbar. Geht doch. Do the hustle. Ja, wunderbar. Oh, schön gemacht. Auch mit dem Buntglas kann ich das zerschießen. Okay, das ist sehr stabiles, bruchsicheres Buntglas. Das hat man schon bereits in der Kolonialzeit in der Spanische hier gehabt, in Südamerika. Hätten die damals schon gekannt, die Conquistadores, weil diese Speere von den Indios, die sind natürlich so knallhart. Da könnte man natürlich durch die Scheibe brechen, da braucht man so Glas. Vor allem in so Buntglas, in Deko. Was ist denn da? Das war bestimmt Drakes. Ja, könnte gut sein. Dann gucke mal. Was hast du wohl gesucht? Hm? Gucke mal durch, wieder ein 2 Stunden später, Urgroßbapper. So. Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Mhm. Oh, Sie haben nie abgelegt. Aha. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Aufgepasst. Ups. War das jetzt auch irgendwie... Mist. Okay, das ging ratzfatz. Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein, Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Bodo! Epatan, mach die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Hey, Drake. Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Kaikamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Tritt doch noch mit der Fies auf Bu. Vor lauter Jähzorn. Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gutsching, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir. Was kann eine Frau allein schon ausrichten? Wie auf Stichwort. Du glotzt da blöde Bu. Komm schon. Okay, Gut gemacht. danke. Hey, wo capito? Festhalten. Hey, Amerika! Hinterher! Lass sie nicht entkommen!
Okay, mit L2 werfe ich Granate. Oh, Fünfi. Ja, komm her, du Schimmeltyp. Wow, der brennende Reifer hat auch noch was hergemacht. Und zack. Klingt, als würden mordsmäßig eine Abgehe dabei. Mann, 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 Mann. Okay, die weichen aus hier auf den Motorräder. Deine Buggies. Na los. Sehr gut. Wow, das war ein guter Schuss. Ja, das macht schon mordsmäßig Spaß hier. So Passagen mag ich eigentlich echt immer sehr gern. Egal, ob das jetzt hier in solche Actionspiele ist oder in Serien, Filme oder sonst was. Ich mag so Verfolgungsjagd und ich spiele das auch bei Spielen unglaublich selber gern. Kommen von der Seite! Ja, das kriegen wir hier. Das war, glaube ich, ja bei Resident Evil 5 mal der Fall. Wo man sowas auch gespielt hat. Das fand ich auch sehr cool. Und ich nehme mein Sperrfeuerei. Sehr gut. Alle auf Emol. Dass die mal sofort explodieren. Ich freue mich, ob es da echt irgendwie so ein Lakaien Quick Explosive Service oder so gibt. Eieieiei. Ja, das sind diese Lakaien Quick Explosive Gefährte. Das ist so Firma, die hat doch die Rechte dafür, das an die schnell sterbende, kurzlebige Lakaie zu vermieten. Und die kriegen wahrscheinlich auch nie ihr Geld, die Leute, die so Dinger herstellen. Zack. Wow. Glück gehabt. Gut, dass die Dinger mal unendlich Munition haben. Alles klar da hinten? Ah jo. Müssen wir nur einen anderen Weg finden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das gefällt mir gut. Ich weiß, dass bei Uncharted 4 auch solche Passagen dann dabei sind. Auf die freue ich mich jetzt schon besonders. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass bei Uncharted 1 auch schon solche Dinger dabei sind. Oh, die könnten uns gleich erwischen. Wir sind wieder einer Abgange. So, und ja, bei Uncharted 4 gibt es natürlich auch wieder solche Passagen und auf die freue ich mich schon ganz besonders. Weil die bisher schon von denen, die ich kenne, die das gespielt haben, sehr gepriesen worden sind, die Szene. Eieieiei. Komm her, du Buggy-Typ. Okay, der Buggy-Typ ist weg. Uah. So ist er wieder, der Buggy-Typ. Und hat noch mehr im Schlepptau. Boah, Mann, aber die Umgebung ist hier der Hammer in dem Dschungel. Aber ja, die Dinger sind unendlich geladen, wie es aussieht. Nate? Wow. Gut, dass die Dinger gescheit die Aufhängung haben. Geschafft! Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Und jetzt Wer in war die dieser Bambus-Dschungel rein. Ein alter Geschäfter. Ah, Vorsicht! Oh nein! Festhalten! Oh. Boah. Okay, nimm meine Hand. Okay, Das war's. Alles klar? bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt. Was? Komm schon. Oh. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Ja. Nein, die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Und kann nicht gut Eddie, zielen auf die entspann dich, Distanz. Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also,
Her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo. Uah. Belohnung freigeschaltet. Bonusmenü ansehen. Sie achtens die versunkene Stadt. Okay, dann gehen wir doch mal ins nicht Optionen. Moment, Boni. Belohnungen. Design habe ich was gekriegt. Drake in Naughty Dog können wir leider nicht aktivieren. Schade. Waffenauswahl, halbautomatischer. Okay, erst wenn ich das auf dem Schwierigkeitsgrad durch habe. Und im Hauptmenü können wir uns das noch angucken. Okay. Jetzt sind wir in der versunkenen Stadt und Kapitel 8. Die geben wohl nie auf. Nee, sehr hartnäckig hier die Knaber. Aber unsere Karte ist wahrscheinlich auch nicht allzu viel wert, wenn die jetzt schon im Wasser drin war. Ach Mensch, wie seid denn ihr so schnell herkommen, ihr Typen? Whoppala. In Ordnung. Auf der anderen Seite. Na? Ja, jetzt habe ich leider mein AK nicht mehr. Das ist auch schade. Die muss ich mir erst wieder von deiner Type holen. Da. Ich sehe ihn und ich sehe Waffe, die meinen Namen trägt, die du hast. Was? Wie nennt er mich? Angie? Nennst du mich Angie Merkel? Du Sau. Dich mache ich fertig. Au. Patsch. So wird das gemacht. Ah, da hinten sind noch welche. Das tut morgen weh. Das tut morgen weh, ja genau. Schön Kopfschuss verpasst und dann das tut morgen weh. Okay. Na gut. Die erste Welle haben wir mal wieder gepackt. Aber ja, so Verfolgungsjagden finde ich unglaublich geil. Sowas mag ich sehr. Das gefällt mir immer sehr gut, sowas. Okay, dann sammeln wir nochmal Munition ein. Der Dicke hat mal wieder ein Moss gehabt. Kaliber 12er. Die brauchen wir nicht. Aber die andere Sache, die nehmen wir liebend gern. So. Dann zieh es auf, du Kerl. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's hier rein. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal. Was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach komm, du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Doch. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt. Diesmal fahr ich. Okay. Ja, so typische Adrenalin-Tante irgendwie, wie ich finde. So eine, der nur einer abgeht, wenn sie irgendwie sich in Gefahrensituationen begibt. Aber, naja. Also, da muss ich mal wirklich sagen, macht der Drake das absolut richtig, ja. Weil sich so einer Armee entgegenzustellen ist schon sehr blöd und man kann in dem
derzeitiger Standpunkt, also so wie es jetzt gerade hin wird, mir echt sagen, okay, gerade noch so raus und ich versuche mit dem Leben davon zu kommen. Das halte ich auch für sinnvoll. Halten Sie X oder R1, um zu beschleunigen. Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Okay. Für Rückwärtsgang. Nochmal. Oh nein. Natürlich. Auf das Fass! Was die mal für Geräusche machen, diese Was Typen. ist denn hier passiert? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ach, okay, sie schießt jetzt mit so einem Granatwerfer oder was? Ja, geil. Und die Typen sind auch irgendwie zu dämlich. Nein! Also die Typen sind auch offensichtlich zu blöd, um auf die Fässer zu schießen, um uns so zu eliminieren. Finde ich auch immer interessant, wie solche Handlanger ticken. Jeder normale Mensch hätte wahrscheinlich erstmal hier uns versucht, mittels Fässer zu erledigen. Wo sind sie dann? Ach, da ist er. Hallo, Mr. Handlanger. Wow. Okay, das überleben wir jetzt nicht. Halt die Schniss, du Typ. Okay, ja, das war klar, dass wir das nicht überleben. Na gut, dann die Sache, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut und wir probieren es morgen wieder bei Let's Play Uncharted 1 Drakes Schicksal auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ian Yankee.